Ich bin ganz froh, ich hier begrüßen zu dürfen bei diesem traditionellen Familienfest. Ich meine, wir hatten noch nie so viele Ummeldungen an Leute traditionellen Familienfest wie das Jahr. Wir haben sogar ein Zelt bei uns abrichten müssen, nicht wegen dem Regen, aber weil einfach bei über 150 Leuten, die kommen wollten, kommen sind, es nicht mehr möglich war, hier an der Scheier allein genug Tische abzurichten. Da werden auch ein paar organisatorische Bemerkungen nominiert, wo man da versichern, den Flü sowohl vom Gedrängs wie auch vom Essen Bunnen zu lenken, die nicht so dann ausgesehen wie gestern Donnerwetter. Ich hoffe, dass wir heute ein schönes Fest zusammen feiern. Aber für wieder, die politisch motiviert sind, sollen wir heute erlaubt sein. Das ist klar, dass nur den Eventen vom letzten Freitag ich ein paar Worte über den Staatsrat verlieren muss. Den einen oder anderen von euch ist vielleicht nicht so am Historik von der ganzen Affäre bewandert gewesen. Da erlaubt man einen kurzen Rückblick. An der neuen Reform, die Instanzen wäre, als wir gesehen, dass alle Parteien, die zumindest während 2 Wahlperioden 3 Deputierten an der Chambre hat, eure Vertreter am Staatsrat kriegen muss. Die Regierung hat am Vorfeld von der Reform einer Partei auch angekündigt, dass wir dann natürlich die erste Partei wären, die dann nur dem neuen Modus, wenn den da gestimmt ist, einen Platz am Staatsrat kriegen. Ihr wisst, heute zu Lützeburg, dank der Reform administrativ und verschiedenen anderen Sachen, dauert das aber immer ein bisschen mehr lang, wie in der plant. Und so kommt, dass am Staatsrat ein Platz zu besetzen war, nach normalem Modell, das heißt ohne Vorgaben, außer die der Staatsrat selber möchte. Und die Platz war dann angekündigt von der Regierung und ADR aufgehen zu gehen. Da dehnt sich, was Vierloch, was Schreibes vom Staatsrat, wo Drastung, was für eine Qualifikation die Person huselt, die die Platz zu besetzen hat. Es gouf gefragt, ein Jurist oder eine Juristin mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht oder Sozialrecht. Und es stimmt die Bemerkung dabei, die bei allen Ausschreibungen dabei stehen muss, auch am Sektor Privé, dass bei gleicher Qualifikation einem weiblichen Kandidat der Vierzug zu geben wird. Daraufhin haben wir eine interne Ausschreibung an dieser Partei gemäht. Und an dieser internen Ausschreibung haben sich eine Reihe Juristen und Juristinnen gemeldet. Aber den einzigen Jurist, an dem Fall den einzigen Jurist, ob den Profil Arbeitsrecht oder Sozialrecht gepasst hat, war Alex Penning. Wir haben dann, auf Basis von dem, was der Staatsrat gefragt hat, der Regierung Alex Penning als Kandidat proposiert. Die Regierung hat es auch schriftlich bestätigt, dass die Kandidatur recevabel wird, weil sie dem Profil entsprechen ging. Und er ist aber zeitgleich an diesem Brief geschrieben, dass sie sich aber auf den Fendel geschrieben hatten, dass du eine Frage kommen müsst. Und ob wir dann nicht gucken könnten, ob wir nicht eine Frage hätten. Wir wären dann noch nach einem der Gast an das Staatsministerium, und wir haben mit verschiedenen Vertretern aus den verschiedenen Gambia vertretenen Parteien geschwärzt, für zu gucken, ob nicht eine Lesung zu finden wäre. Und wir wollten Mordikus nicht auf die Propos angehen, dass Alex eine Geschlechtsumwandlung machen sollte. Seriös. Wir sind also bei diesem Kandidat Alex Penning geblieben, weil wir als die einzige Partei hier zu Lützeburg, die sich gegen die Quotenregelung wird, mit dem Gedanke beseelt, dass Qualifikation für ein Geschlecht gehen muss, an die 2 Richtungen wohlgemerkt, und mir gesagt, wir bleiben bei diesem Kandidat Alex Penning, wir gehen nur nicht eine Frau proposieren, nicht mehr für eine Frau zu proposieren, wo aber dann das Profil, die zwar qualifiziert wird,
aber nicht für den hohen Profil. Wir sind also bei der Kandidatur von Alex Penning geblieben. Wenn ihn zurückblickt auf die letzten 10 Nominationen am Staatsrat, die stattgefunden haben, die 10 Nominationen sind von den 4 Parteien, die an der Chambre sind, außer den Linken, gemäht gehen. Und an den 10 Nominationen sind 8 Männer genannt gehen, während der 8 Fragen, 8 Männer genannt gehen, und immer 2 Fragen. CSV waren die letzten, die ihn genannt haben. Und CSV hat sogar den Kühler gehabt, eine Frau gegen den Mann zu ersetzen. Und das CSV wird von Gambia belohnt, an dem sie die Platz, die sie Eis eigentlich zugestanden hatten, hinzugestehen, für das sie sich wahrscheinlich als Bewährungsstrafe zurückkaufen müssen, an dem sie eine Frau nennen mit dem Profil. Ihr seht, die Entscheidung war weder juristisch gerechtfertigt, noch als sozial gerechtfertigt. Das ist eine rein politische Entscheidung. Und ich freue mich, inwiefern, egal was für Kandidat oder Kandidatin mir proposiert hätten, mir den durchgekriegt hätten. Hätte nicht bei allen Kandidaten ein hoher an der Zopf fand, die Gambia erlaubt hat, Eis zu desavouieren dabei. Wenn Gambia es wirklich Ersthöhle ging, mit der Quote, dann hat Gambia A. schon Fragen genannt in den letzten 3 Jahren. B. hat Gambia, wie sie ihre Änderung oder ihren Umbau von der Regierung gemäht haben, weil sie Madame Nagel auf Dubai schicken wollten, mit ihrer Erfahrung Porcelet à Volonté, dann hat ja die Logik sein müssen, wenn ihn so viel Quote ist, dass sich Madame Nagel ersetzen durch einen weiblichen neuen Minister, der noch aus dem Osten kommt. Aber anscheinend hat DP weder am Osten noch national eine geeignete Frau, die dieselbe Qualifikationen hat wie Madame Nagel. Und da haben sie einen Mann nennen müssen. Wenn das dann eine Quotenregelung politisch ist von einer Partei, die eins dann zu einer Quote zwingen will, die es gar nicht gibt, da freue ich mich, wo das hinführen soll. Als das doch nicht nur eine bewusst provozierende Situation gewesen. Ich als Parteipräsident so, lo werden wir 2018 auf. 2018 geht die nächste Platz am Staatsrat frei. Und ich hoffe, dass dann bis dahin das Neidgesetz auch umgesetzt ist. Und wir würden dann entsprechend dem dann gültigen Profil eine Kandidatin oder vielleicht auch ein Kandidat, wie weiß, was bis dahin alles kommen ist, nennen. Da winkt wir haben 25 Jahre gewährt, die 1,5 Jahre packen wir auch nach. Die politische Konklusion. Die politische Konklusion, die ich aber ziehen muss an dieser Affäre, ist, dass ein Quote, so wie die jetzige Regierung es vorgesehen, für den Sex zu repräsentieren, via ein Quote an verschiedene Gremien ranzukriegen. Das wird ja ganz groß Einfluss, nicht nur im Bereich von der Staatsrat, sondern auch Einfluss am Bereich von der Regierung, am Bereich von den Ministerien, am Bereich von der Privatwirtschaft. Ganz sicherlich eine gefährliche Sache ist. Und dass wir, da wollen wir als ADR darauf beharren, dass es eine Chancengleichheit geben muss an der Bildung, an dass eine Qualifikation nicht für Geschlecht stehen muss, sondern Qualifikation muss den ausschlagenden Kriterien sein, für Kandidat oder eine Kandidatin umzuwählen. Aber lo genug geschwart über den Staatsrat. Für einen engem Jahr, genau auf den Tag, haben wir zu Lützeburg am Kader vom Referendum zu 80% der
aktueller Regierung gesagt, was wir von ihren Plänen halten. Ich gucke noch ein bisschen auf den Gastler. Wahrscheinlich wäre das Referendum den ersten an den letzten, den in der Gambia stattgefunden hat. Weil nimmen 20%, Dixit Alex Bodri, nimmen 20% von den besten, an den gescheitesten Leuten von Lützburg hatte verstanden, was sie wollten. An lo Versicht des Regierung, wird die Hände stehen, am Kader vom Nationalitätengesetz, alles zu ändern. Es wird geschummelt und gefunkelt. Ein Sprachentest wird gesagt, nicht vereinfacht. Trotzdem wird er verändert und es wird nicht mehr nach an dem neuen Projekt von A2 geschwart. Aber das ist immer noch ganz schwer. Es gibt bei uns in der Politik mit verschiedenen Organisationen, an das haben wir echt gestern erlebt, Versicht eine negative Ambiance vis-à-vis von der Lützeburger Spruch zu erzählen. Lo gibt schon Dreisprachigkeit, wie gestern am Radio gehört, vorgestellt. Und dabei als Dreisprachigkeit, wenn wir ein Atu haben zu Lützeburg, als ein Inzchen an einem größten Atu. Und da muss ich sich auch vorstellen, wieso ein Mensch, den 20 Jahre zu Lützeburg lebt, nach immer nicht A2 am Lützeburgischen Pakt, aber trotzdem gern zu Lützeburger gehen will. Die Frage muss ihn sich wirklich stellen. Will nicht nur Lützeburger gehen, für die entsprechend Sozialleistungen, steuerliche Leistungen und so viel aufrufen zu können. Und dann diejenigen, die dann noch 20 Jahre Lützeburger gehen will, kann den dann eng von den anderen zwei Sprachen am Niveau A2 überhaupt. Weil an der Logik, wie das Gesetz abgebaut ist, kann ein Polnisch schwätzenden, den 20 Jahre aus Polen gewohnt hat, kein Wort Lützeburg kann, kein Wort Französisch kann, kein Wort Deutsch kann trotzdem Nationalität kriegen, obwohl er keinen von den Sprachen beherrscht. Müsste man nicht hingehen, an lo stöppeln nicht ein bisschen, bewusst, also er muss nicht nur A2 am Lützeburgischen sein, er muss auch nach A2 am Deutschen sein, und er muss A2 am Französischen sein. Und da gehe ich mal gerne hören, was du draußen geschwart geht. Sollen wir nicht nur denken darüber. Aber wenn die Politik vom Herrn Meisch so verfolgt, den am Gang ist, ob Lyceen umzuwechseln, die nicht mehr nach einem einzigen Spruch hu sollen, und das als große Errungenschaft gesagt, da muss ihn sich freuen, ob wir zu Lützeburg nicht geschwinderem an der Situation von 1919 sind, wo am Kader vom Referendum gefragt ging von den Belg, will ihr später ein kleines französisches Departement sein oder wird er lieber ein Großprovinz in Belgien? Und das muss ich klar bedenken, ist allein Stellungsmerkmal als ganz klar als sprachliche Identität und auch die Dreisprachigkeit, die wir haben, und die muss erhalten gehen, egal was könnt. Und an dem Kader erlaubt man auch kurz ein paar Wörter über das Management von der Flüchtlingskrise von unserer Regierung. Als Regierung hält Flüchtlinge ab. Das ist prinzipiell louabel. Jeder Verein, den in der Genfer Konvention fällt, soll abgeholt gehen und muss Refuge finden. Lo ist es aber so, dass wir die Flüchtlinge komischerweise alle aus sicheren Drittstaaten hier abholen. Wir holen keine Flüchtlinge aus Syrien ab, wir holen keine Flüchtlinge aus Krisengebieten am Rest von Afrika ab, nein, wir holen sie aus der Türkei ab. Und Erdogan war so fein, und hat sich schon 4 Eis selektioniert am 4 raus. Das so nicht ich, das sieht der Spiegelreport. Und der Spiegelreport sieht auch, dass der Nasselborn Zhang das von 4 wusste. Wie kriegen wir? Wir kriegen Leute, die sicherlich arm dran sind. Aber wen haben Türken? Sie haben die nicht ganz so arm, sowohl finanziell wie geistig, und sie haben die ein Universitätsdiplom haben.
Aber was machen wir mit den Leuten, wenn sie hier kommen? Gib mir hin eine Perspektive. Gibt als Regierung hin eine Perspektive? Nein, wir stechen so Containerdörfer, wir bilden Ghettoen, so wie wenn wir es für die Leute schummen müssten, aber wir geben ihnen keine berufliche Aussichten. Wäre es nicht besser gewesen, wenn effektiv es nicht mehr 1500 Flüchtlinge sind, so wie die Regierung als das angekündigt hat, die auf die 100 Gemengen zu verteilen? Ich weiß, das ist ein bisschen simplistisch, arithmetisch gerechnet, das wären da 15 Flüchtlinge pro Gemeng gewesen. Und die hätten da ohne Problem integriert und assimiliert können. Nein, da sitzen nicht 300 bis 600 Leute an so Großortschaften wie zum Beispiel Männisch, die da ohne Problem ihre Population verdoppeln, und die sollen dann da die Ausländer, die als Spruch nicht beherrschen, die keinen von den 3 Sprachen beherrschen, die wir hier am Land kennen, die sollen die dann da integrieren und assimilieren. Es ist doch klar, dass wir da eine Ghettobildung kriegen und dass vor 4 Jahren nicht gewünscht ist, dass die Leute sich integrieren sollen. Aber stimmt die 12 von denen 1500 überhaupt? Als Regierung schwätzt immer nicht mehr von denen 1500. Wenn ihr dann aber an die anderen Statistiken geguckt, da seht ihr, dass regelmäßig zwischen 150 und 200 Flüchtlingen all Monat an das Land kommen. Frohen also, ob die Regierung am Moment keine Antwort gibt, sie gibt ihnen keine Perspektiven, sie schickt die Leute an Ghettoen, aber was geschieht an Ghettoen, da entsteht Kriminalität und nur um eine Unzufriedenheit auf den 2 Seiten. Zum Schluss noch ein kleine Info, ich bin gleich fertig. Dürft gleich hier gehen. Ein kleine Info. Ich bin an der letzten Zeit von der Presse permanent sollizitiert, wen dann bei uns Spitzenkandidat wir oder gif. Aber wie mir das dann machen ginge, bei uns an der Partei. Ich habe der Presse dann immer geantwortet, wir machen Oppositionspolitik. Wir machen reflektiert Parteiprogramme, wir schwätzen mit den Leuten, wir sind bei den Leuten da draußen, wir sind ein fester Bestandteil von dieser Lützeburger Gesellschaft. Andere Parteien machen Nabelschau. Die mengen das Wichtigste bei Wahlen, wir einen Spitzenkandidat zu finden, für wie dumm halen das Leid eigentlich der Lützeburger Wähler. Wie weiß, ob Schicksal, ich soll nur nicht Gott, weil ihr wisst, wir sind für Trennung von Kirche und Staat. Wie weiß, wenn Schicksal danach überhaupt als Spitzenkandidat an 2 Jahren bedenkt, Wahlen sind nicht an 2,5 Jahren, als Spitzenkandidat bis dahin zurückbehält. Da weint als die ganze Diskussion am Moment eigentlich nicht mehr ein Armutszeugnis für eine ganz große Partei an diesem Land, die anscheinend sonst kein Problem mehr gesagt an diesem Land, wie dass sie hier Leid in den sortieren müsste. Da winkt ein Appell und ein Saal. Komm ihr mehr Politik für Lützeburg, für die Leute, die an diesem Land leben, erschaffen, und nicht für Leute mit einer Profilneurose. Ich sage nicht merci, dass er mir noch gelauscht hat.